Tust du auch steuern, Leni? Männer in der Kinderbetreuung. Eltern sind misstrauisch. Es ist so weit gegangen, dass sie sich dazu entschieden haben, ihre Kinder nicht in unseren Betrieb zu schicken, weil ich als Mann dort arbeite. Hört auf, Männer in Kitas arbeiten zu lassen. Wenn ein erwachsener Mann in der Kita arbeiten will, hat das einen Grund. Genau diesen. Ein Missbrauchsskandal erschüttert die Schweiz. Ein Betreuer soll mindestens 15 Kleinkinder missbraucht haben. Die Folgen? Männliche Betreuer geraten generell unter Verdacht. Das ist so weit gegangen, dass ich mir effektiv überlegt habe, möchte ich eigentlich noch diesen Beruf ausüben oder nicht. Wie verändern Missbrauchsfälle das Vertrauen in die Kinderbetreuung? Und was macht das mit den Männern? Zu Hause bei Fabian Moser in Bern. Er packt für den Familienausflug. Trinken habe ich eingepackt. Der zweifache Vater ist von Beruf Kinderbetreuer. Jetzt geht's, soll dir helfen? Die Missbrauchsfälle haben ihn aufgewühlt. Zeitlang wirklich so Schockstarre, auch wenn es nicht das erste Mal ist, wo man so etwas liest und mitbekommt, aber schon sehr schwierig. Dann kommt Leni noch die Schuhe anlegen. Auch seine Töchter Leni und Juna besuchen eine Kita. Nur nicht heute. Wir machen einen Ausflug auf den Gurten. So, da haben wir es geschafft. Fabian Moser ist gelernter Hochbauzeichner. Vor 18 Jahren wechselt er in die Kinderbetreuung. Ich glaube, ich habe dort schon fast einen Traumjob gefunden, einen Beruf, den ich mega gerne mache, der mir wichtig ist, wo ich viel Energie und Herzblut hineingebe. Ja. Also das Kind muss ausmachen? Ja, sie sind definitiv King. Ja, einfach ein Stück weiterbringen auf ihrem Weg. Steigen wir ein, da kommt dann noch ein anderes Wägeli. In der Branche ist Fabian Moser eine Ausnahme. Nur rund 8% des Betreuungspersonals sind Männer. Dort, Vögeli auf dem Bildschirm. Wie viele Männer kommt er über den Zivildienst in die Kinderbetreuung. So auch Jonathan Argues. Er arbeitet in einer Berner Waldkita. Dort drehen dürfen wir nicht. Ausgerüstet, genau, alles dabei. Das ist so ein Equipment, das man mitnimmt für einen Kita-Tag. Ja, genau. Für so einen Waldtag braucht es gleich schon auch einiges, wenn es nass ist wie heute. Trockenes Holz, vielleicht eine Hängematte, etwas zum Essen, zum Bräteln. Der 24-Jährige nimmt uns mit auf die Berner Enge Halbinsel. Die Missbrauchsfälle beschäftigen auch ihn. Es trifft einem umso mehr, wenn man selber in diesem Job arbeitet. Wenn man denkt, dass ich so viele Kinder betroffen bei diesem Fall, kann man sich so etwas überhaupt vorstellen? Das war für mich unvorstellbar, bis ich das gehört habe. Ich kann mir das nur so erklären, dass es dort wirklich zu grossen Lücken ist gekommen oder zu einer fehlerhaften Umsetzung von diesen Schutzkonzepten, dass das erst so spät aufgefallen ist. Für diesen Beitrag haben wir mit vielen Kinderbetreuern gesprochen. Vor die Kamera wollen die wenigsten. Die Angst vor negativen Reaktionen ist groß. Was ist jetzt das, was euch an der Kinderbetreuung so fasziniert? Was hat euch dort reingebracht? Also was für mich einen sehr grossen Einfluss hatte in meiner eigenen Kindheit und Jugend war die Pfadi, dass dort andere Leute auch auf mich aufgepasst haben und mit mir ein cooles Programm gemacht haben. Das waren vielfach auch junge Leute, sehr junge Leute, Frauen und Männer. Er ist seit letztem Sommer in Ausbildung zum Kindheitspädagogen. Ich finde es einfach eine mega schöne, sinnstiftende Arbeit. Ich finde ihn wirklich sehr ehrlich, weil sämtliche Emotionen zum Ausdruck kommen. Lachen, grennen, wütig sein, Freude haben. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die Kleinsten von unserer Gesellschaft, unsere Kinder, das Grösste für uns bedeuten sollten.
Doch auch in Kitas kommt es zu Übergriffen. Im März macht einer der bisher schwersten Fälle Schlagzeilen. Ein Kita-Betreuer soll mindestens 15 Kleinkinder missbraucht haben. Auf der Toilette und im Schlafsaal, oft hinter verschlossenen Türen. Der 33-jährige Schweizer hat die mutmaßlichen Übergriffe gefilmt. Die Anklageschrift listet über 50 in 1,5 Jahren auf. Dort zog er ihr Hose und Windeln aus, legte sie auf den Wickeltisch. Er habe sie minutenlang im Intimbereich berührt. Die mutmaßlichen Opfer zwischen 1 und 4 Jahre alt. Der Großteil Mädchen. Betroffen 2 private Kitas in Winterthur und Bern. Die Namen nennen wir zum Schutz der betroffenen Familien nicht. In beiden Kitas war der Beschuldigte Gruppenleiter. Wie ist die Stimmung in Schweizer Kitas nach diesen Übergriffen? Ein Besuch in der Kita Thun. Papa nimmt Abschied von Finn. So, dann seid ihr parat. Du bist schon am Winken, gell? Du musst auch beim Papa winken, nicht mehr. Auch Annik kommt gerade an. Viele Kinder kommen mehrmals die Woche. Wunderbar. Tschüss. Tschüss, Papa. Das Vertrauen der Eltern, die Basis jeder Kita. Sie geben eigentlich uns ihr Wertvollste geben sie in unsere Hände. Und da ist es dann auch wichtig, dass sie mir alles noch erzählen können. Was ist vielleicht noch wichtig am Morgen? Wie bei Mia. Sie hat das erste Mal in ihrem Bettchen geschlafen. Oh, schön. Die ganze Nacht? Halbe Nacht. Wunderbar. Deborah Käser leitet die Kita Thun. Schau mal, da hinten sind schon alle am Spielen und Tiara ist schon da. Hä? Zu zweit betreuen sie heute 7 Kinder. Erlaubt wären im Kanton Bern bis zu 12. Die Missbrauchsfälle auch hier ein Thema. Ja, man überlegt natürlich, was so Gefahren sein können für die eigenen Kinder. Ja, es ist schon ein mulmiges Gefühl. Ich glaube, am Schluss haben wir ein unerschüttertes Vertrauen eigentlich in die Leute, die hier arbeiten und in die Abläufe. Es ist schon anders, als es früher war, sicherlich. Im Kita-Team arbeiten auch 2 Männer in Ausbildung. Vor die Kamera sollen sie nicht. Die Leitung will Lernende nicht exponieren. Spaghetti hast du auch gerne? Ja. Ja, das habe ich auch mega gerne. Und Salat. Und Salat, das habe ich auch mega gerne. Dreharbeiten in Kitas sind nach den Übergriffen schwierig. Wir erhalten viele Absagen. Was ist das? Ein Haus. Aus Gesprächen mit anderen Kitas erfahren wir, vereinzelt wechseln Eltern wegen Männern im Team den Betrieb. Auch Deborah Käser spürt Skepsis. Es ist vor allem, wenn ich jetzt Eltern habe, die neu eine Kita besichtigen oder einen Kita-Platz suchen. Dort spüre ich Verunsicherung, dort ist es ein Thema. Aber dort ist so ein Thema, weil ich es proaktiv anspreche. Für uns ist es wichtig, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir gut zusammen reden, dass das Team instruiert ist, dass wir das Schutzkonzept, das so wichtig ist in der Umsetzung, dass das nicht nur auf dem Papier stattfindet. Das heißt etwa, Mitarbeitende arbeiten nie isoliert. Türen bleiben offen. Private Handys sind verboten. Dann würde ich Annik noch mitnehmen zum Windeln wechseln. Im Kanton Bern ist das Schutzkonzept gesetzlich vorgeschrieben. Das ist nicht in allen Kantonen so. Annik, ist dir wohl, wenn so viele Leute drin sind? Nicht so. Also, dann schicken wir die Leute aus dem Bad raus. Ist gut. Deborah Käser erklärt, was das Schutzkonzept im Alltag bedeutet. Die Türen bleiben offen, wir sind in Kontakt, in Hörweite, in Sehweite. Und ganz wichtig ist, dass wir das Kind achtsam begleiten, wir benennen, was wir machen. Und das machen wir auch laut. Das ist schon zum Schutz von uns, dass wir das sagen, dass die andere Person noch hören kann, das ist jetzt der nächste Schritt. Ebenso wichtig, Mitarbeitende und Kinder werden sensibilisiert. Ja, ich glaube, du hast wirklich Hunger jetzt, gell?
Es ist ganz klar, dass wir den Kindern lernen, dass sie auch Grenzen aufzeigen dürfen. Wenn ich sage Nein, dann ist das ein Nein als Kind und dann wird es auch akzeptiert. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Basis für eben nachher dann auch in Fällen, wo es dann wirklich um so Verdachtsmomente geht, dass das Kind in diesem Moment sich auch dafür hat, etwas zu sagen. Als Mann in der Branche schlägt Fabian Moser oft Misstrauen entgegen. Wir müssen das 9 nehmen. Siehst du, welches das 9 ist? Dass Eltern sich kritisch gegenüber mir geäußert hat. Also nicht mehr als Person, sondern mehr als Mann. Wo sie... Ja, es blinkt. Gell? Jetzt kommt es dann. Weil die Eltern ihre Bedenken geäußert haben. Über was für Situationen denn? Ja, das ist nie konkret, aber es ist bis so weit gegangen, dass sie sich dazu entschieden haben, ihre Kinder nicht in unseren Betrieb zu schicken, weil ich als Mann dort arbeite. Genau. Männer unter Verdacht. Gut. Schau, willst du dort hocken? Die Reaktionen der Eltern beschäftigen den 37-Jährigen. Sicher so eine Trauer und ein Unverständnis, weil man mich unter Generalverdacht stellt. Ich habe ganz viele Kinder und Familien erlebt, die ohne männliche Vorbilder aufwachsen. Und dort nehmen männliche Betreuungspersonen schon so eine wichtige Rolle ein. Inzwischen ist seine Partnerin dazugestoßen. Die Familie unterwegs auf den Berner Hausberg. Tschüss, Station. Tschüss. Ah ja, aber. Siehst du, der Fluss? Die Mutter ist durch die Übergriffe in Bern und Winterthur verunsichert. Backkleid haben wir mitgenommen. Und die Taucherbrille hatte ich sogar auch noch dabei. Vor der Kamera sprechen will sie nicht. Also es ist jetzt nicht, weil ich als Mann in einer Betreuungsinstitution arbeite, wie kein Verständnis hat für die Angst. Ich bekomme ja die Fälle auch mit und ich weiss auch, dass die Dunkelziffer höher ist. Zurück bei Jonathan Agues. Unterwegs zur Grillstelle. Da vorne rechts, wenn wir da gerade zu diesem Waldplatz. Der Kinderbetreuer sagt, er erlebe im Arbeitsalltag kaum Vorbehalte. Trotzdem stoppt der Verwaltungsrat der Kita den geplanten Dreh im Betrieb. Der Vorstand befürchtet, mit den Missbrauchsfällen in Verbindung gebracht zu werden. Ich habe da noch Schlangenbrot mitgenommen, das machen wir immer wieder machen am Feuer. Den Entscheid des Verwaltungsrats will er nicht kommentieren. Da noch das trockene Holz. So, mal mit dem Richtung Feuer stellen. Der angehende Kindheitspädagoge hält fest: Mein Dasein als Mann macht mich nicht zum Täter, auch nicht zum potenziellen Täter. Er weiß, Männer stehen häufig stärker unter Beobachtung als Frauen in der Branche. Da gibt mir einfach Sicherheit, dass ich finde, wenn man eine vorsichtige Arbeit macht, eine professionelle Arbeit, kann man sich selber durch das schützen, unabhängig vom Grad der Beobachtung, sei das von der Gesellschaft oder von anderen Quellen. Noch immer ist der Beruf eine Frauendomäne. Ohne Männer keine Missbrauchsfälle. Wäre das Problem nicht gelöst? Ich finde, entscheidend ist, wie man so etwas wie auch die schlimmen Vorkommnisse jetzt aufarbeiten. Ich glaube, zu sagen, dass Kinderbetreuung nur eine Frauensache ist oder wieder soll sein, finde ich, ja, muss ich sagen, ein ziemliches Steinzeitdenken. Petition: Männerverbot in der Kita. Seit es männliche Betreuer gibt, gibt es solche scheußlichen Fälle. Männer sollten Männerjobs machen, ist ein Job für Frauen. Zahlreiche solcher Kommentare kursieren nach den Missbrauchsfällen auf Social Media. Ein kleiner Dinosaurier, der Herr. Solche Kommentare belasten Fabian Moser.
Das ist so weit gegangen, dass ich mir effektiv überlegt habe, möchte ich eigentlich noch diesen Beruf ausüben oder nicht. Schließlich wird die Belastung zu groß. Der Job in der Kita nicht mehr machbar. Ich habe mich doppelt auf Sachen konzentriert, bis so, dass ich gewisse Aufgaben einfach abdelegiert habe, also gar nicht mehr selber gemacht habe. Wickeln, Kinder umziehen, pflegerische Tätigkeiten. Seine Kita hat zwar ein Schutzkonzept. Die nötige Sicherheit gibt ihm das nicht. Auch die Kita-Branche oder die Betreuungsbranche lebt von einem Personalmangel, von Sparmaßnahmen, von Ausfällen. Und dort ist jede Vorsichtsmaßnahme, jedes Schutzkonzept, so gut es sein mag, das nicht immer verheben. Fabian Moser kündigt seine Stelle und sieht sich mit Gerüchten unter den Eltern konfrontiert. Es sind sogar Verdächte entstanden, dass ich die Kita verlassen habe aufgrund von gewissen Vorfällen, die auch medial jetzt diskutiert wurden. Die Übergriffe in Winterthur und Bern, mit denen Fabian Moser nichts zu tun hat. Ja, probier mal. Seine ehemalige Kita bestätigt auf Anfrage, er sei auch nie negativ aufgefallen. Das ist etwas, wo mich fest geprägt hat. Das wird irgendwie nicht gebührend kommuniziert, dass ich die Stelle wechsle. Und aufgrund von dem solche Gerüchte entstehen, das war schwierig für mich. Für Fabian Moser sind diese Gerüchte Ausdruck des Generalverdachts, der viele Männer in der Branche begleite. Konkrete Verdachtsmomente gab es in der Kita Winterthur. 2020 macht laut NZZ eine Mutter Meldung bei der Kita, später auch ein Lernender. Im Sommer 2022 erstattet die Kita Winterthur Anzeige nach einer weiteren Meldung einer Mutter. Die Behörden ermitteln, stellen das Verfahren aber wieder ein. Der Tatverdacht kann nicht bestätigt werden. Der Betreuer wird dennoch entlassen, wechselt in die Kita Bern. Diese erfährt von den Verdachtsfällen nichts. 2024 wird der Mann verhaftet. Laut Anklageschrift findet die Polizei über 800 kinderpornografische Dateien. Darunter auch Videos mit den Übergriffen aus den Kitas. Hinweise aus den USA führten die Behörden auf seine Spur. Er ist größtenteils geständig. Der Prozess findet im Januar 2027 statt. Solchen Vorfällen will eine Zürcher Primarschule vorbeugen. Ein Infoabend. Können wir da unter den Tisch hier tun? Limita, die Fachstelle für Prävention sexueller Ausbeutung, stellt Eltern den Parcours von Kinderschutz Schweiz vor. Wie können wir Kinder möglichst gut vor sexueller Ausbeutung schützen? Im Jahr 2025 gab es über 1000 polizeilich registrierte Fälle. Laut einer Studie erlebt jedes 7. Kind sexuelle Gewalt. Die Mehrheit der Übergriffe geschieht im familiären Umfeld. Doch auch Kitas betrifft es. Allein in der Romandie sind innerhalb 5 Jahren 22 Missbrauchsfälle in Kitas registriert worden. Das deckt jüngst das Westschweizer Fernsehen auf. Yvonne Kneubühler ist Geschäftsführerin von Limita. Sie sagt, Tatpersonen gehen meist strategisch vor. Da wird sehr viel Manipulation verwendet, um sich den Kind schrittweise anzunähern und so in so kleinen Schritten das Kind gar nicht realisieren, was mit ihnen passiert. Sie versuchen natürlich dort zu schleifen, wo sie merken, da ist Fachlichkeit. Fachlichkeit wird nicht gleich eingefordert. Oder da kann ich so handeln, wie ich das für richtig halte. Oder die Institution hat da nicht klare Regeln. Jeder macht es, wie er es selber gut findet oder sie. Sie fordert darum unabhängige Meldestellen und mehr Mittel für Prävention. Kitas, die weniger Ressourcen für das Personal haben, sind sicher geförderter. Das, glaube ich, ist ein klarer Fakt. Prävention kostet. Es braucht
auf Ebene Behörden gute Instrumente, um überhaupt die Qualität zu messen, um zu messen, ist die Prävention wirklich auch sichergestellt, werden die Konzepte auch gelebt. In über 80% der Missbrauchsfälle sind Tatpersonen männlich. Was denken die Eltern nach den jüngsten Übergriffen über Männer in der Branche? Ich finde es total wichtig, dass eben auch in der Kinderbetreuung Männer tätig sind. Ich schaue einfach immer den Einzelfall, die Einzelperson an. Und wenn ich mich unwohl fühle, dann fühle ich mich unwohl, egal wer mir gegenübersteht. Ja. Ich bin ein bisschen mehr vielleicht zurückhaltend oder ich schaue ein bisschen mehr an. Aber ehrlich zu sagen, ich würde gerne das nicht so haben. Die Gedanken haben sich verändert, aber sie schämen sich dafür. Ein bisschen schon. Mit diesen Gedanken ist diese Mutter nicht allein. Aber vor der Kamera sagen wollen das die wenigsten. Schau, so. Du musst runterdrücken. Fabian Moser hat sich neu orientiert. Er arbeitet nun in der Tagesbetreuung an einer Berner Primarschule. Die Kinder sind älter, die Kinder können kommunizieren, ganz pflegerischer Aspekt fällt mehr oder weniger weg. Ja, ich finde es natürlich auch sehr schade, haben solche Gründe mitgespielt, dass ich die Stelle gewechselt habe. Ich habe das Gefühl, das geht ganz vielen anderen Männern auch so. Die Zahlen sprechen ja dafür. Was, Mama, schau, wir müssen hier noch zum Automat Kabine holen. Laut Branchenverband Kibé Suisse verlassen überdurchschnittlich viele Männer den Beruf. Nicht zuletzt wegen gesellschaftlicher Vorbehalte. Zurück in der Kita Thun. Und wir nehmen die mal hier für einen Rasen. Hier sind Bewerbungen von Männern die Ausnahme. Gesucht wären sie. In der Branche ist man um jede Fachkraft froh. Wir haben eine hohe Fluktuation in unserer Branche. Man verdient nicht viel, man hat nicht viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das bremst, glaube ich, die ganze Branche ein bisschen. Ja. Und es braucht viel Leidenschaft. Sicher die Elemente hier aufräumen und dann auch reingehen. Gut. Bei Neueinstellungen schaut die Kita genau hin, egal ob bei Frau oder Mann. Wir waschen einen neuen Schuh und dann kannst du ihn wieder aufhängen. Ich hole verschiedene Referenzen ein. Wir machen Leumundsprüfung. Das ist ganz, ganz wichtig als erster Schritt bei der Anstellung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass per se das Vertrauen weg ist, weil das wäre falsch. Männer gehören auch in unseren Beruf. Die Kita hofft, dass Männer der Branche weiterhin erhalten bleiben. Aber es ist verständlich, dass man sich dann überlegt, ist das noch mein Platz oder kann ich mit dem umgehen auf die Zeit? Aus meiner Sicht definitiv, ja. Warum braucht es männliche Bezugspersonen überhaupt in der Kinderbetreuung? Ich finde die Frage mega wichtig und auch sinnvoll, aber ich finde es darum noch schwierig, weil wie eben ich sehe, dass wir alle primär uns durch unsere Charaktereigenschaften auszeichnen und gleich finde ich es wichtig auch, dass wenn man will, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert, und es ist ganz wichtig, dass sich etwas verändert, dass es auch Leute braucht, die diesen Wandel und die Werte leben. Mit Förderprogrammen versucht die Branche seit Jahren, mehr Männer zu begeistern. Aktuell sind rund 16,5% der Lernenden Männer. Mehr als doppelt so viele wie 2010. Wie warm das ist, weiss ich nicht. Vielleicht hat es noch ein bisschen Wald drin. Wir haben gesagt, Blumenpfeffer in der Pfanne. Blumenpfeffer. Prost, trotz dem Regen. Jonathan Argues sieht den Nachwuchs gefährdet. Der Generalverdacht könnte junge Männer abschrecken. Was würdet ihr jetzt einem jungen Mann sagen, warum er gleich jetzt trotzdem allem den Weg einschlagen soll? Es braucht Mut, als Mann in diesen Job zu gehen. Aber es lohnt sich, weil es eine schöne, sinnstiftende Arbeit ist, die ganz wichtig ist für unsere Gesellschaft. Diesen Mut fasst Fabian Moser in der Tagesschule neu. Tschüss, du schon winken, Mama. Tschüss. Die Vorteile und das Positive, die ich in diesem Beruf herausnehmen kann, überwiegen definitiv. Ich will mich, glaube ich, immer wieder für diesen Beruf entscheiden, ja. Die Rückkehr in eine Kita, für ihn vorerst ausgeschlossen.
Mehr Rundschau-Geschichten auf Play SRF streamen.